Katz hat eine Maus kennengelernt. Und wo die Maus davonspringen wollte, hat er eine Katze nachgerufen. «Mau! Musst keine Angst haben! Ich fress dich nicht! Wir könnten doch Freunde sein und zusammen einen Haushalt führen. Für den Winter müssten wir vorsorgen, dass wir keinen Hunger leiden müssen. Weisst was? Wir legen alles unser Geld zusammen und kaufen das Töpfchen Fett. Aber dann gehen wir nur dran an, wenn es kalt ist und wenn man nichts mehr anders findet.» Das Müsli war einverstanden und hat piepset. «Das ist recht. Aber wo sollen wir das Fett versorgen?» Die Katze hat ein bisschen überlegt. «Weisst was? Wir tun den Topf in die Kirche. Wir stellen den unter den Altar. Dort traut sich niemand an.» Es ist aber nicht lang gegangen. Da hat die Katze Lust bekommen auf das Fett. Sie hat zur Maus gesagt: «Müsli, ich muss heute an eine Taufe. Meine Cousine hat ein Bübli bekommen. Weiss, mit braunen Flecken. Ich bin Gott.» «Ah ja, dann du nu. Und wenn du etwas Gutes zu essen bekommst, denk an mich. Von dem guten Taufe möchte ich auch ein bisschen trinken. Könntest du mir ja ein bisschen mitbringen in einer Nussschale?» Aber es war alles gelogen. Die Katze musste gar nicht an eine Taufe. Sie ist nur stracks in die Kirche zum Fetttöpfchen und hat geschleckert und geschleckert und geschleckert, bis die ganze Haut ab war. Dann hat sie einen Spaziergang gemacht über die Dächer, hat sich an der Sonne noch ein bisschen ausgestreckt und den Bart abgeschleckert. Erst gegen den Abend ist sie wieder heimgekommen zum Müsli. Es hat schon auf sie gewartet. «Kommst endlich? Hast du mir Taufe mitgebracht?» Nein, sie haben alle selber getrunken.» «Schade. Hast du einen lustigen Tag gehabt? Was hat das Kind für einen Namen bekommen?» «Hut ab!» «Das ist aber ein spässiger Name. Ist der Brauch in deiner Familie?» Das ist denk nicht blöder als bei euch, wo das Brösmeli Schelm heisst.» Es ist nicht lang gegangen. Da hat die Katze wieder Lust bekommen nach dem guten Fett und zur Maus gesagt: «Du musst heute wieder einmal den Haushalt allein besorgen. Ich sollte schon wieder Gottes sein. Das Kind hat einen weißen Ring um den Hals. Da kann ich nicht absägen.» «So gut, dann gehst du halt.» Da schleicht die Katze zur Kirche und wo niemand drin ist, fresst sie den Halbfetttopf aus. Sie schleckt sich mit dem roten Züngli den Schnauz ab. «Mau, es schmeckt doch nicht besser. Mau, als wenn man es selber frisst.»